Zu Ende geht Jahr 2016 an der letzte Gaming Café vom Jahr steht auch schon kurz für unter dir. Lo am VGLU Next natürlich alle relevant Informationen zu dem Event. Der 17. Dezember ist das Ganze, wie immer geht es um 6 und han hält irgendwann zwischen 2 und 3 Uhr morgens ab. Mehr wie dich tun ich etwas dabei, was vielleicht Leute aus der VGLU Rocket League Night kennt interessieren, nämlich wird Let's Game lo entsteht ab dem 8. Januar nächstes Jahr 2017 ein Rocket League Pro Season zu machen. Das sind das ein Liga mit 2v2 geht gespielt und die könnt ihr halt ummelden via Facebook über Let's Game und die spielt dann halt alle Weekend ein Match, wo da geht ein Equipe, ne, wo da Punkte sammeln könnt. Wie gesagt, ihr könnt das Rule-Set könnt ihr sie nachfrohen. Geht wahrscheinlich auch noch ein bisschen strukturiert. Jedenfalls, so meist du Bescheid. Wir stehen da auch an der Idee und unterstützen sie da, wo wir können. Wie gesagt, wenn der Interesse hat, melde dich mal. Kann ganz witzig gehen, ich meine, zum Schluss von der Serie gibt es auch noch ein Turnierbahn, wo dann die beste Kippen gegen den untreten. Und ja, mal gucken, wie sich das ausbaut. Wie gesagt, Facebook sieht Let's Game von da alle Informationen dazu. Ihr könnt natürlich auch noch immer froh, wir gehen froh und dann selbstverständlich auch noch weiter. So, genug geschwatzt, lo gehen wir um den Gaming Café. Also, was tun wir dann aus dem Gaming Café? Gehen wir direkt mal bei der Fighting Corner. Da haben wir das ist ein King of Fighters 14 Turnier. Ausschreibungen sind auf Platz ab halb 8 bis 21 Uhr. Und ein ganz kleines Senseier Soldier Souls Turnier auch zur Platz. Der größte Teil von den Turnieren wird von der DBU organisiert. Dafür große Merci darum. Und dann haben wir nach einem Fighting Game Gaming Café, also das ist ein richtiger Christmas Fighter, weil Super Smash Bros. 4 for Wii U könnt tatsächlich auch einen Trick heißen, aber Meldungen wichtig per Facebook-Sit, also online. Melde dich da, wie gesagt, bei diesem VGLU Facebook-Sit oder am Gaming Café Event oder der schreibt Detail drin, falls du interessiert sind, ich gehe das dann auch an die jeweilige Person weiter. Wie gesagt, normal Regeln in 1v1, Items natürlich aus, mit den Stagebands und etc. Könnt ihr auch alles VGLU-Sit lesen, da steht alles zu den Regeln dran. Das gilt auch für einer Turnieren aus dem Fighting Corner. So, für ein paar Wochen ist dann auch Pokémon Sun and Moon rauskommen. Ich hoffe, die zockt das schon ganz fleißig. Ich hoffe, das gefällt euch natürlich auch. Ja, und da haben wir auch ein kleines Quatschspiel Gaming Café. An wen nach kein Kadon hört 400 Christbämchen, die kann ja wahrscheinlich zugreifen. Nämlich stehen die Regeln auch nach einem Facebook-Sit, Facebook-Sit an, als organisiert natürlich vom Real Pain. Den so man natürlich merci für die Aktion an. Alles, was er machen muss, als ein geheimes Passwort, werde ich jetzt heilo nicht so in mir. Dafür muss er halt auf Facebook gehen. Ja, das von der Real Pain Gaming Café gesehen, so dem dat an, vielleicht du da Chance auf ein Celebi Plüsch. Und zu guter Letzt haben wir dann auch noch ein Dance-Event. Wow, der Gaming Café ist ja richtig gefüllt, das Kehr. Hi, die Bait-Spieler vertreten Just Dance 4 an Dance Dance Revolution. Wie gesagt, kommt Lunch, probiert das aus. Kann ganz witzig gehen. So, zum Schluss kommen wir dann zu einer froh, weil sich die so löslo so möchte. Wollte ich natürlich auch noch von erst ein Feedback zu den einzelnen Gaming-Cafés wissen. Falls der Interesse hat, dann schreibt er in diesem Video Meinung zu zum VGLU-Jahr 2016. Wenn du genug Stuff zusammen könnt, sie wird negativ oder positiv, mit Frohen und so, dann können wir vielleicht noch ein kleines Video kurz vor Schluss vom Jahr machen, an dem wir dann mit konkret darauf angehen, was der Wunsch waren, sind der Wunsch erfüllt gehen oder wo es wird Casual Puppel, keine Ahnung. Ja, das war alles. Zu guter Letzt geht noch zu so, ich hoffe, wir gesehen also im Gaming Café. Bringt Spaß mit. Und ja, seid dabei, spielt mit. Bis demnächst. Ciao.